machen meistens Bühnenland. So gib doch einfach deine Hand. Wir zeigen dir dann unser Land. Bei uns geht ziemlich allerhand. Es ist nicht immer alles gut. Ja, was können wir denn da dafür? Wir stecken etwa in der Klemme. Und manchmal sind wir arme Tröpfe. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit. Den kannst du jetzt also wirklich nicht bringen. Was? Du erzählst mir doch einen Quatsch. Ich musste Holz holen beim Grossfettschune. Beim Melchi? Ja, wir haben Gefühle da daheim. Und es hat kein Holz gehabt und mein Fetsch hat gesagt, jetzt gehst du zum Melchi runter Holz holen. Wir tun heute Abend Gefühle. Ja, aber nein, das kannst du mir. Ich war schon beim Melchi unten. Also ich habe noch nie etwas gehört. Sammy. Knöpf. Hä? Der Melchi war nicht der. Ich habe nicht gewusst, was machen. Ich musste mit der Garrette Holz holen und bin dort runtergekommen und der Melchi war dann nicht dort. Und dann bin ich halt selber in den Kohlekeller runter. Den Holzkeller. Ja, nein. Vielleicht hat der Melchi dir einen Streich gespielt. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber... Nein, der Melchi war nicht der. Ich bin dort runtergegangen und dann hat das tönt dort unten. Und das hast du doch geträumt. Komm, Sammy, das kannst du... Geh doch selber Holz holen unten. Also ich würde es sofort machen. Ja, geh doch. Kannst du gar nicht gehen? Kannst du gehen? Ich komme nicht mit. Ich gehe nicht mehr zur Nacht dort runter. Du kannst gehen. Nein, allein kann ich eigentlich nicht gehen, das weisst du ganz genau. Ich kann nicht einfach zum Melchi in den Keller runter. Ich komme nicht. Ja, das kommt. Du weisst ganz genau, dass ich allein nicht gehe, weil ich nicht darf, oder? Ich kann doch nicht einfach zum Melchi runter. Dann komm doch mit, kannst du mir das ja zeigen. Ich weiss gar nicht, wo man runtergeht in den Holzgarten. Ich komme nicht mehr dort runter. Ich weiss auch nicht, aber ich weiss, wieso erzählst du mir als dein bester Freund so einen Quatsch? Ich erzähle doch keinen Quatsch. Ich habe das erlebt. Ja. Los, bevor wir nicht zusammen dort oben sind und du zeigst mir die Stimme, was hat sie gesagt? Dami. Ja, du bist ein Double. Ein Double.
gehen wir oder Weißt du, gehen wir ich nicht? Schiss gehabt. Ja, du hast irgendetwas gehört, also du weißt, bei Milch unten, das ist ja so ein Bruchbau. Du weißt ja noch gar nicht, wie es weitergegangen ist. Ja, also komm, erzähl weiter. Nein, ich erzähle dir nichts mehr, das schiesst mich an. Ja, eben. Das schiesst mich Jetzt machst du es langsam ein bisschen einfach. Also, was ist denn auch los mit dir? Also, heute bist du richtig mühsam. Komm, wir machen doch sonst irgendetwas. Aber weißt du, eigentlich, jetzt kommt ja überhaupt nicht darauf an, ob es jetzt wahr ist jetzt oder einfach nicht. Holz haben, sonst geht das Feuer aus. Ja, Du hast einen Serval bröteln. Eben, es kommt ja auch nicht darauf an, ob es wahr ist oder nicht. Entweder gehen wir Holz holen oder dann Aber es ist mir, wahr. aber dann erzählen wir doch wenigstens, wie es weitergegangen ist. Ja, du. Bist du dann mitgegangen? Ah ja, da bin ich reingegangen. Aber wenn das wahr ist, dann ist doch nicht so blöd und würde dann nie gehen. Ich habe ja nicht gewusst, was ist. Ich war dort unten und dachte, wer ist denn das? Und ich war allein und wollte Holz holen und dann hat es plötzlich dort aus dieser Türen rausgetönt. Was hättest du denn gemacht? Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich schauen, oder? Ich habe ja nicht gewusst, was was machen. Was war denn drin? Komm. Ja, du glaubst es ja gleich nicht. Du tust ja Mal, komm, ich blöd. glaube das jetzt. Ich glaube das jetzt. Komm, erzähl jetzt. Ja. Sammy, komm jetzt, erzähl den Rest doch auch. Ich bin durch die Türen hineingegangen, bin in den Raum hineingekommen und habe überhaupt... Wo bin ich denn? Nein! Wo bin ich denn? Ich muss wieder raus. Die Türe? Das war doch eine Tür. Mädchen! Mädchen! Lass mich raus, wo ist die Tür? Das war doch eine Tür. Wer redet da? Wer redet da? Mädchen, bist das du? Mädchen! Das ist nicht der Mädchen. Was? Da komm doch führen! Wo bist denn du? Hey, wo bin ich da? Das ist doch nicht möglich, das ist ein Traum. Das ist ein Wald. Das ist wie ein Wald. Nein. Hey, Sammy. Reiss dich zusammen. Ich kann doch nur Holz holen. Mädchen, hilf mir doch. Ich muss raus da. Ich will raus. Wo geht's denn da hin? Ja, wo durch? Da komme ich ja gar nicht raus. Hilfe! Au! Ich muss einfach raus. Jetzt durch den Wald durch. Geht denn das noch weit? Logisch, würde ich Leute sagen. Logisch überlegen. Wo komme ich da raus? Der Boden. Das ist gar kein normaler Wald. Ach, Scheiße. Was ist denn das? Leckeres Viech. Nein, ein Viech da vorne.
Nein. Das Viech habe ich noch nie gesehen. Nein. Wie komme ich denn da wieder raus? Was sind denn da? Das sind Menschen. Da sind jetzt Menschen. Das sind Kinder. Oh, das sind Kinder, die können mir sagen, wo es rausgeht. Nicht zu der Hütte ran. Oh, da muss ich hin. Ich kann nur an dem Viech vorbeikommen. Ich muss an dem Viech vorbei. Hallo? Hallo? Ein richtiger Dinosaurier, Klöpf. Ein richtiger Dinosaurier. Ein riesen Monster. Ich bin vor einem richtigen Dinosaurier gestanden. Der ist riesengroß gsi. Das kann ich. Sammy, Und Sammy. der hat Farbe gehabt, das hat tönt. Dinosaurier. Ja, der ist im Wasser gestanden und hat einen riesen langen Hals gehabt und ein Grind wie ein Auto, Aber Riesengroß. so ein Und das hat Ein tönt. Auto, aber warte mal, so einen automatischen, wie im Zoo? Nein, ein richtiger, ein lebendiger Dinosaurier, der hat gerunzt und gemacht und das kannst du dir fast nicht vorstellen. Das war lauter als lauter als auf dem Flughafen. Und der hat gestunken, sage ich dir. Ich kann es fast nicht ausgehen. Der hat so Schnurren ausgestunken. Es war grausam. Sammy, Hä? Dinosaurier. Die gibt es total lang nicht mehr, die sind ausgestorben. Das weiss jedes Kind. Das habe ich dann auch gedacht, oder? Aber irgendwie, der hat gelebt. Und dann habe ich auch gedacht, ja jetzt, ich muss da raus. Ich weiß, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, ich muss heim, ich muss raus. Und dann? Dann habe ich dann plötzlich so eine ganze Menge Kinder gesehen. Plötzlich sind jene Kinder um mich herum und hinten dran und so. Die haben zwar eine Art gespielt, aber die sind bleich gewesen und irgendwie. Und mit drinnen hat es dann so einen Klon gehabt. Und ja, so etwas wie einen Klon. Den habe ich dann irgendwie gefragt. Den habe ich dann fragen, wie ich da heimkomme. Ja, dann hat er das gesagt. Ja, ich bin dann mit dem eben gegangen. Hey, du da! Komm mal da an! Ja, komm du mal da an! Komm mal da an zu mir! Ja, komm jetzt da mal! Komm zu meinem Hütchen! Wer sind denn Sie? Ich bin doch wieder... Komm du zu mir! Komm mal zu mir! Ich bin doch beim Melch. Ganz ruhig! Die ganze Zeit ist mir zu mir in die Hütchen! Und dann tu ich dir alles sagen! Was? Du musst ganz ruhig bleiben! Aber wo ist denn der Melchi? Weißt du was? Ich will doch raus. Jetzt machen wir Sie will mir doch sagen, wo ich da wieder Ja, rauskomme. jetzt ganz ruhig, jetzt machen wir es einmal zu. Ich Ja, bin doch im Keller, ich kann doch nur Holz holen beim woher kommst Melchi. du zu rein? Ich kann doch nur Holz holen Sitz jetzt einmal an, sitz da mal ganz ruhig an. Und dann tue ich dir alles erklären und du kannst mich fragen. Und dann machen wir eine Weintasse Tee zusammen. Ja genau, eine Tasse Tee, Und die das machen wir. Und ich immer gehört habe. Also, du musst ja so schnaufen, wieso schnaufst du so? Ja, ich bin doch so gerannt. Also, so Stimme. die Sauerei und wir rennen da rein. Oh, muss jetzt erst einmal ein bisschen aufräumen. Ja, und du sitzt schön an. Ja, ich helfe Ihnen schon aufräumen, wenn Sie mir sagen, wie ich wieder rauskomme. Ich helfe Ihnen Ich schon. sag dir, ich weiss auch nicht, dass du mir helfen kannst. Aber nur wenn es einen Strich gibt. Ich helfe Ihnen. Was für ein Strich? Schon für eine Sauerei. Ja, die Hause, wissen Sie, wir bekommen immer einen Strich über die Hause. Meine Mutter, die gibt uns immer einen Strich, wenn wir aufnehmen. Für alles, was wir machen, können wir einen Strich über wissen. Ja, und Mein dann? grösser Bruder, der Stöff, der ist mir immer schon 4 Striche voraus. Bei mir braucht kein Strichli. Ich habe genug Kinder, die mir helfen. Du musst nicht helfen mir. Ich sehe kein Kind. Oh, du hast es doch gesehen, wo wir reingekommen sind voran. Ja, aber die sind da außen am Spielen. Ja, warte nur.
So, und jetzt lassen wir dir mal den Boden aufputzen. Simon, Ursi, Mischi, Moni, Patrick, Esther, Trudi, Fritz. So, warte nicht. Nein. Und jetzt müssen wir Nein. Das geht ja alles von selber. Ja, Nein. jetzt müssen wir aber noch den Ofen anheizen, du. Yvonne, Das ist ja- Benni, René, Lara, Gusti, Urs, Jolanda. Schadeli. Das ist ja super. Sagen Sie mal, können Sie zaubern? Hey, nein, das sind doch alles Kinder. Ja, Kind. Aber die sind ja draussen, die Kinder sind ja draussen am Spielen. Die können doch gar nicht da rein sein jetzt. Ja, die müssen nicht da reinkommen. Das mache ich alles via Gedanken. Ich kann mit ihnen via Gedanken reden und sie dann mir dann mit den Gedanken helfen. Nein, das gibt's ja nicht. So, jetzt müssen wir noch, was müssen wir auch noch haben? Ja, aber wie geht denn das? Hey, das ist doch ganz einfach. Hey, komm mal mit. Komm. Komm da mal an den Wasserhahn. Komm. Schau jetzt da den Wasserhahn. Jetzt sag ich Nani. Und das Wasser läuft. Und jetzt sag ich gut. Und jetzt wieder abgestellt. Nein, das ist ja das. Ja, schau jetzt mal das Bleistift an. Siehst du das? Jetzt sag ich Maja. Und das hängt da in der Luft. Das schwebt ja. Die hebt alles. Und jetzt sag ich Sepp. Und dann fällt es am Boden runter. Wow. Ja, aber wie machen Sie das? Ja, sag mal, Bübli, wie heisst denn du? Ich heiße Sammy. Sammy? Das ist aber ein gäbiger Name. Gabig? Wieso Gabig? Ja, oh, jetzt machen wir mal zusammen einen Tee und trinken eine Tasse Tee zusammen. Komm. Also ich schnall's immer noch nicht. Also jetzt können Sie machen, dass das einfach alles von selber läuft, ohne dass jemand da ist. Jetzt fragen die doch schon wieder. Also komm nach drinnen, komm. Ja. Jetzt zeig das nochmal. Der Gianni macht den Kasten auf. Sarah holt die Tassen raus. Der Hugo macht den Kasten zu. Und der Max stellt die Tassen auf den Tisch. Und am Schluss muss man nur noch schnippen und dann geht's. Ist das jetzt klar? Also, Gianni, Sarah, Hugo, Max. Rödli. Nein, aber... Nein, und das läuft jetzt da einfach so... Ja, und der Gianni, der jetzt da außen spielt, der hilft jetzt da rein, ohne dass ich den sehe. Der macht jetzt da den Kasten auf. Ja, der Gianni, der Schlingel dort draussen, der macht das. Ja, aber die Kinder, die spielen die alle da außen. Nein, das sieht nur so aus. In der Wirklichkeit, da helfen die mir. Ja, aber ist das nicht ein bisschen grausam? Und warum sind auch die so bleich? Nein, das ist grausam. Die haben es schön bei mir. Die haben genug zu essen, die haben genug zu trinken. Und machen müssen sie auch nicht viel. Ja, aber das ist ja... Jeder von denen muss eine Sache machen. Wenn er die richtig macht, wenn er mir richtig folgt, mir richtig hilft, dann kann er weiterziehen. Ja, und Sie können jetzt einfach im Kopf so mit den Gedanken, mit allen diesen Kindern, die da draussen spielen, reden. Ich kann mit den Menschen so reden, ich kann mit den Tieren so reden, ich kann mit den Pflanzen so reden. Mit den Tieren auch? Ja, klar. Komm mal mit, komm, Ja. ich zeig dir, komm da ans Fenster ran. Komm jetzt, Baby, komm. Schau jetzt da. Siehst du die vorne, die Frau mit dem Velo und dem Hund? Ja, aber warum flüstern Sie jetzt plötzlich? Ja, das soll es eigentlich nicht hören, wenn wir das Fenster aufmachen. Die jetzt laufen kommt? Ja. Ja? Mit dem Hund könnte ich Wieso jetzt in redet Gedanken reden. Ja, was? Und jetzt kann ich den Hund rufen. Jetzt bindet sie gerade das Velo an. Jetzt geht sie klopfen. Jetzt geht sie klopfen. Wanda, komm zu mir, komm zu mir, Wanda. Komm. Eben, komm. Mann, wach noch. Hast du das gesehen? Kommt der Trottel einfach da hin.
traut dich ja nicht. Mumu, das kann ich mit allem. Mit den Menschen, den Pflanzen und den Tieren. Sie sind ja richtig, Ja, sie sind ja richtig, Komm sie sind jetzt, ja Emily, richtig komm, böse. jetzt mach ich dir auf 1, 4, du komm. Jetzt gibt's etwas zu essen. Komm, sitz nur ran. Sammy, das ist ganz ein gäbiger Name, ist da. So, jetzt muss ich zuerst noch Brösmeli vom Tisch abputzen. Simon, Ursi, Stefan, Esther, Gabi, Trudi, Fritz. So. Ja, aber wie das? Ja, und jetzt... Und wirklich, jetzt Sie meinen, ein Kind von denen da aussen tut jetzt da die Brösmeli da Hätte reinwischen? da immer noch nicht begriffen, ja klar. Das ist Esther, die Drucke. Esther? Ja, aber die kann das nur die Zwetschge, wenn der Tisch genau am rechten Ort steht, sonst geht alles am Boden runter. Alles am Boden? Ja. Können wir das mal probieren? Also meinetwegen, einmal kannst du es machen. Also, einmal den Tisch ein bisschen verschieben. Ist noch ein bisschen, lange schon. Es geht alles Schau am jetzt Boden die runter. Schlampen, jetzt wischt sie alles am Boden runter. Das ist dann gut. Jetzt kann ich den Boden wieder aufnehmen. Simon, Ursi, Mischi, Moni, Patrick, Esther, Trudi, Fritz. Ja. Ich finde das irrsinnig. Ich will meine Tasse selber zum Kasten ausholen. Gianni, Sarah, Hugo, Sepp. Nein. Habe ich glaube ich. Max heisst es, Sepp, lässt alles fallen. Es heisst Gianni, Sarah, Hugo, Max. Nein, der Tisch ist am falschen Ort. Sie haben Der Tisch ist vergessen, am den falschen Ort. Tisch zurückzuschieben. Sammy, jetzt langt's. Jetzt gehst du raus zu den anderen Kindern und wartest, bis ich dir deine Aufgabe gebe. Nein, Jetzt ist fertig. Nein, ich will keine Aufgabe. Ich will heim. Sie haben mir gesagt, Sie sagen mir, wo es heimgeht. Jetzt gehst du da raus zu den anderen Kindern und wartest, bis ich dir sage, wie es weitergeht. Sie haben mir doch gesagt, Sie sagen mir, wo es heimgeht. Lügit's! Aber ich will doch Du heim. bist da daheim und wenn du deine Arbeit gut machst, dann sag ich dir, wenn du weiter kannst gehen. Sie haben ja gelogen. Sie lügen ja. Sie haben mir Wo gesagt, bleibst Sie jetzt sagen, da? wo es heimgeht. Wo bleibst du da? Kinder, das haben wir daheim. Die Keiben haben mich ausgelacht, die haben mir nachgesungen. Die haben mich fertig machen, sage ich dir. Aber weißt, ich glaube, der hat etwas gemacht mit denen. Der hat die verzaubert oder so. Und der hat doch wollen, dass ich ihm auch, der hat mich auch einspannen, dass ich ihm auch helfen. Der hat mich doch wollen. Darum bin ich davon gesäbelt. Ich bin gerannt, ich bin voll davon. Durchs Zeug durch und die Stimmen immer in den Ohren. Und dann bin ich so in die Gasse gekommen und ich habe nicht gewusst, ob der hinter mir herkommt. Leere Strassen und so Häuser und ich hatte richtig Schiss gehabt. Und bin nur noch gerannt. Und dann ist er hinten reingekommen, oder? Ich weiss nicht, ich bin dann plötzlich bin ich umgekehrt. Gestolpert? Nein.
haben wir eben eines beigestellt. Er? Der Dings, der Klon, der komisch. Nein. Ein anderer, hast du ihn gesehen? Hast du ihn gekannt? Ja, du? Was, wer du? Du? Ich? Sammy, spinnst? Ja, ich bin weißt wie froh gewesen, habe ich dich getroffen. Sammy, du spinnst? Klöpf, bist du's? Ja! Komm, Sammy! Nein, aber wie kommst denn du da? Wir müssen da raus, ich kann das nicht erklären jetzt! Nein, aber Komm, Sammy, ich sag das wieso mal bist wieder. denn du so bleich? Wir müssen da raus! Komm, Sammy! Nein, aber Komm, Sammy! warte doch mal. Komm, Sammy! Nicht so schnell. Komm, wir müssen pressieren! Ich mag nicht so schnell. Wir müssen pressieren, Sammy! Klöpf, jetzt sag doch einmal. Sammy, ich habe keine Zeit, dir zu erklären. Aber bist du gut, woher kommst denn du? Was machst denn du da? Sammy, Und wieso bist ja du so bleich? ich erkläre dir das alles einmal. Wir müssen hier weg, bevor es dunkel ist, sonst wird es gefährlich. Wir müssen zum Rätselbaum. Dort, der sagt uns, wo der Silberfall ist. Wir müssen pressieren. Ja, wo müssen wir denn durch? Es hat Wo geht's irgendwo denn ein Sandwägli und das Sandwägli, das führt zu dem Baum und das müssen wir finden. Ein Sandweg. Ja, ein kleines Sandwägli. Man sieht es gut, irgendwo da ist es, oder? Wir müssen uns trennen, oder? Du suchst hier hin und ich suche da und der, der es gefunden hat, der hebt. Das ist gut. Mach nicht. Ein Sandweg. Nein, Sammy, mach. Wo soll ich denn da ein Sandweg finden? Jetzt im Wald. Klöpf, nicht so schnell. Ich mag nicht mehr. Wohl, du machst schon noch, komm. Wir müssen das rein. Klöpf, warte mal. Warte mal. Schau mal da. Sammy, Schau mal da. Das Vögeli. Klöpf, da hat das Vögeli. Das hat sich verfangen da. Im Dornengebüsch. Sammy, lass das Vögeli, komm her. Nein, dann muss ich doch helfen. Jö. Jö, was ist... Komm raus. Komm. Sammy. Ja, da, nein, schau. Jö, du zitterst ja ganz. Hey, komm, du bist da. Wart doch! So, nein, schau. So, ein Elster, schau dort, jetzt ist sie draußen. Ich habe doch der müssen helfen, komm ja! Wart doch! Wir müssen das Wägli suchen, ich sag dir's. Warte, ich warte. Stutz! Komm. Ich mag nicht mehr. Sammy. Warte jetzt. Jetzt müssen wir studieren, komm. Jetzt müssen wir einfach ganz logisch überlegen, oder? Logisch, ich kann nicht mehr überlegen, Klöpf, ich mag nicht. Jetzt müssen wir studieren. Von da hinten, Ich habe Hunger. da sind wir gekommen. Dort hinten, dort ist der Klon, da können wir nicht hin, oder? Das ist logisch.
Da rüber können wir nicht, da geht es das Doppel ab. Na, da komme ich sicher nicht. Nein, da können wir nicht durch. Dann, Wo geht's denn durch? da hinten hat es Lichtung mit der Rose. Das macht auch keinen Sinn. Kopfschutz, was sollen wir denn? Also dort ist es total schwarz. Dort. Ich glaube, also dort gehen wir auch nicht hin. Klöpf, schau mal da oben. Was jetzt? Schau mal da oben. Also da können wir nicht Elstern durch. ist wieder. Warte, ganz logisch, Klöpf, ganz schau mal. logisch. Hey, Klöpf, schau mal. Schau mal, da oben ist Ah die ja, Elstern genau, wieder. deine Elstern. Schau mal. Die fliegt wieder. Oh, au! Was ist? Ah, du, geht's noch? Hat die dir auf den Kopf geschissen? Ah, du, ja, scheiße, gerade ein Stein. Nein, zeig Ein mal wo. totaler Stein, du. Wie geht's noch, ey? Oh, Die ist dann gut. Hey, schau das an, du. Das ist aber wieder Zweig, die. Ein totaler Stein, Du, du. das ist aber schön. Das ist, Ja, wenigstens ein schöner, du. Ah, du, schau mal, den das ist Bühnen rot. über. Das ist ein Rot. Du, der ist so, der ist durchsichtig. Das ist ein und so. Rosenquarz. Ja, woher willst denn du das wissen? Das ist ein Rosenquarz. Ah, Das weiss ich vom Stöff. Dein Bruder? Aha. Ist der wertvoll? Ich glaube schon. Nicht so einen Paltin, du. Oh, du. Das ist dann gut. Aber ich wollte Aber jetzt warte, heicheln. jetzt müssen wir studieren. Du. Es wird schon dunkel. Wodurch, warte, jetzt nochmal logisch. Wodurch sollen wir jetzt... Ich mag wirklich nicht mehr. Klar, Sammy! Klar, du bist so Was? genial. Die Elstern. Nicht genial. Die hat dir einen Tipp gegeben, weil sie gerettet hast. Was für ein Tipp. Nein, mir blöd, jetzt weiss ich was. Komm, Ich Sammy. bin nur mega müde. Komm, ich weiss Nein, nicht wo. schon. Wo geht's durch? Ja, komm. Was weisst Du bist so super, Sammy. Du bist... Nein, Was weisst komm, ich weiss es. Wo hast du was? Hast du? Ja, komm zu mir, ich zeig dir. Ich mag doch nicht mehr. Klar, das ist ja alles los. Wo? Schau Was? da, die roten Blümchen. Ja, was ist denn mit denen? Die haben von weitem eben ausgesehen wie Rosen. Und die Elstern, die hat dir geholfen, weil sie du befreit hast. Die hat einen Rosenquarz abgerührt. Die hat uns sagen, geh zu den Rosen. Wow! Ja, und jetzt? Und die wachsen auf Sand, schau mal, die wachsen auf Sand. Ja, aber Sand kann ich auch nicht essen. Sammy! Ja, Sand, da fängt das Sandwägli an, das direkt zum Rätselbaum führt. ja, aber der... Ja, aha. Aber einen Baum kann ich auch nicht Da, essen. da Mich vorne scheisst es geht's. langsam an. Sammy, wir müssen zum Rätselbaum. Da geht das Wägli durch, schau. Dank dir haben wir das Wägli gefunden. Meinst du? Ja, klar. Ja, aber... Und dort müssen wir dann dort Rätsel lösen? Nein, oder das was? ist keine Sache. Das habe ich ja schon gelöst, als ich zu dir gekommen bin, oder? Das Rätsel? Ja, die Antwort weiss ich, das ist kein Problem mehr. Und jetzt? Nachher sagt er uns, Da, Sammy! Da, das ist der Rätselbaum. Ich sehe nichts. Der. Was? Du musst nur mit dem Stecken. Was sollte jetzt? Das ist doch, was, der Baum ist doch kein Du musst Rätsel. nur mit dem Stecken eins Das ist doch kein dranhauen. Rätsel, der Baum. Hau mal eins dran mit dem Stecken. Hilfe! Was? Nein. Das ist ja ein Gespenst. Du musst keinen Schiss haben, Sammy. Das ist eben der Rätselbaum, das ist seine Stimme, das ist kein Gespenst. Der kann reden. Ja, warte, aber wir können keine Zeit verlieren. Hey, Baum! Sag uns, wodurch das geht, zum Silberfall. Also sag's Rätsel noch mal schnell. Ihr suchet, führt nach direkt zum Silberfall. Im Sommer ist Seefach, aber im Herbst müsst ihr dort fahren.
Nein, das ist nicht das Rätsel. Das ist nicht das vom letzten Mal. Scheiße! Das ist nicht Was? das ist nicht das Rätsel vom letzten Mal. Weisst du es nicht? Na, keine Ahnung. Mit Frühling. Und was hat er gesagt? Ja, aber nein. Oh nein. Hey Baum, kannst du nicht das vom letzten... No. Er soll es doch noch mal sagen. Weiss dann nicht mehr. Hey Baum, sag's noch mal. Durch die Farbe. Gott, verdammt mal. Na, der spinnt ja. Wir müssen studieren. Warte jetzt. Warte, komm. Das finden wir nie raus. Studiere ein bisschen mit, Sammy. Nein, ich kann nicht mehr. Im Frühling geht's. Im Farbe, Sommer. Farbe. Durch die Farbe durch. Klöpfe, ich mag nicht mehr. Durch die Farbe durch. Ich mag nicht mehr. Vielleicht ist ein Malkasten. Ich hock da am Boden runter. Ein Malkasten. Nein, Ich mag nicht Farbe. mehr. Ich will heim. Farbe. Dann durch die Farbe. Im Sommer. Kopfverdammt. Ich mag nicht mehr. Er spielt mit den Blättern und ich kann studieren. Du könntest wirklich ein bisschen helfen. Ich mag nicht mehr. Mit Farbe. Hey Sammy, du bist total gut, klar. Deine Blätter, die farbigen Blätter im Herbst, das muss irgendjemand unter den Blättern sein. Was? Komm. Farbe, das sind Blätter vom Herbst gemeint, klar. Blätter? Ja, du... Meinst du? Ja, komm, hilf graben. Leck, ich hasse ein Seil. Wo? Du, wir haben... Da, schau, da durch geht's, siehst du? Nein. Das ist ein Zeig Seil. mal. Das ist ein Seil vergraben. Leck, ja du. Wodurch? Das geht total weit hinten. Schau mal. Ein Seil in Wow, wir haben es, Sammy. Wir haben es. Wir haben total Schwein. Es wird schon dunkel. Komm, jetzt müssen wir einfach dem Seil nach. Komm. Klar, Farbe. Farbe, das ist der Herbst gemeint. Die farbigen Blätter. Oh, pass auf! Du, da hast sogar schon Pilz am Seil. Musst du mal schauen, Sammy. Da geht's durch. Wo geht's jetzt durch? Da, jetzt geht's rechts rüber. Komm. Du, jetzt geht's im Boden rein. Ich höre etwas. Du, warte. Da unten ist es vergraben. Klöpfe, ich Hä? höre etwas. Wo? Hörst du es? Hä? Es rauscht doch. Meinst du, das ist es schon? Ja, keine Ahnung. Komm, wir gehen weiter. Meinst du, wir kommen hier noch raus, Klöpfe? Jetzt müssen wir einfach dem Seil nach. Warte mal. Ja, jetzt höre ich es her. Jetzt höre ich es auch. Es ist glaube ich, nicht mehr weit. Komm. Komm, wir rennen noch ein bisschen. Gut, komm. Oh, ah. Leck, es wird immer lauter. Wir sind gerade da hinten, Sammy. Komm. Ja, dort vorne ist der Wasserfall. Leck. Ja, du. Ich sehe ihn. Komm, Sammy, da ist er. Der ist dann silberig. Wow. Ja, klar, darum heisst der Silberfall. Der ist ja riesig, du. Total viel Wasser kommt da runter. Der ist wirklich silberig. Ja, du leck, der glitzert, du. Ja, und wo müssen wir denn jetzt durch?
Jetzt müssen wir einfach da nur noch der Schlucht entlang. Ja, und dann? Und dort wo die Schlucht aufhört, dort können wir dann rüber. Ja, aber wie kommen wir dann rüber? Hä? Wie kommen wir dann rüber? Ich verstehe dich nicht mehr, Sammy. Wie kommen wir dann rüber, Klöpf? Das hat eine Fallbrücke. Was ist das, eine Fallbrücke? Siehst du nicht dort? Das Brett, wie ein Brett, Ja, das aber das ist ja da oben. Hä? Das ist ja da oben. Dort hat es einen Stein. Hä? Er hat einen Stein dort. Und dann? Dann musst du den Stein drücken und dann kommt die oben runter. Aha. Hä? Mann, ist das tief da. Und wie kommen wir zu dem Stein rüber? Dann müssen wir... Leck! Wir kommen... Von dieser Seite kommen wir gar nicht an den Stein an. Nein! Wir kommen nicht mehr heim. Leck! Ja, eben, siehst Ich weiss nicht mehr weiter. ich habe doch gewusst, dass wir nicht heimkommen. Wir kommen nicht mehr heim. Und dunkel wird es auch schon. Jetzt weiss ich nicht mehr wie. Jetzt weiss ich nicht mehr wie. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Sammy. Jetzt ist fertig. Jetzt ist Ja, fertig. ich weiss auch nicht. Aber eins musst du wissen, wenn natürlich einer kommt, wenn natürlich einer kommt, dann schiesse ich nicht, dann böllt sie natürlich mit meiner Steinschleuder eins an die Nase an. Du kannst also sicher, jetzt langt es mir also. Sammy, Hä? hast du die Steinschleuder dabei? Natürlich habe ich immer dabei. Leck, Sammy! Meinst du, du könntest nicht von da aus mit den Schleudern dort an diesen Stein anbölzen? Meinst du? Ja, das ist die einzige Möglichkeit, Sammy. Ja, ich kann es probieren. Komm da rüber, da geht es besser. Ich kann es probieren. Dort hin! Gib mir einen Stein. Ja, dort. Da. Sammy, komm, ich Nochmal. glaube an dich. Gib mir noch mal einen. Da, ein riesiger. Leck, Sammy, du schaffst es. Ich sag dir, du triffst es. Zeig mal. Weißt du wo? Dort, das App dort. Ja, ich probier's. Sammy. Schau, sie kommt. Leck, sie kommt ab. Super. Sammy, du bist der Beste. Wir kommen rein. Juhu. Jetzt müssen wir nur noch durch dann und dann ist die Höhe und dort ist die Tür. Das ist aber gefährlich da. Leck, das wackelt. Wow. Komm rüber. Warte, einer nach dem anderen. Vielleicht hebt das Brett nicht. Kannst du rüberkommen? Komm. Hey Sammy, komm rüber. Wow, du. Und die Brücke gewackelt, du. Und plotschnass, du. Ich bin flatschnass. Hey, jetzt müssen wir rüber. Da müssen wir durch. Hey, Komm, Klöpf. Sammy. Sag mal, geht's dir nicht gut? Nein. Du bist ja so bleich. Mir geht's gut. Wow. Da, Klöpf. Da bin ich reingekommen. Das ist der Keller von Milchi. Sag mal, spinnst du? Wieso redest du so komisch? Jetzt nichts wie heim. Komm, raus da. Jetzt will ich heim. Komm, spinnst du? Na komm doch jetzt. Komm, Sammy. Komm jetzt. Komm. Komm mit dem Ausflug. Sammy. Kommst du? Wir sind bei dem Melchi und in dem Keller wieder rausgekommen und ich bin die Stege durchgerannt und du bist einfach nicht mehr hinter mir hergekommen. Du bist einfach da unten geblieben. Dann hast du mich einfach alleine dort reingelassen. Ja, nein, ich habe gerufen, ich habe gerufen, Klöpf, komm endlich. Und du hast gesagt, nein, du müsstest unten bleiben. Und weißt du, unheimlich war es. Deine Stimme ist geworden, genau wie der mich am Anfang im Keller unten reingerufen hat. Genau so hast du getönt. Wow. Dann bin ich halt alleine rausgegangen. Dann bin ich heimgehasselt. Das
ist eine verrückte Geschichte. Leck mir, du. Jetzt ist das Feuer aus. Oh, du, wie spät haben wir eigentlich? Weiß ich nicht. Leck, es ist schon 9:30, du. Ich muss heim, du. Aha. Ich muss heim. Ja, Tschüss. Mach nur noch das Feuer schnell. Aha. Ciao, Klöpf, ciao. Tschüss, Sammy. Ich komme dich morgen abholen. Hä? Komm dich morgen abholen, ist gut? Ja. Nein, weißt du was? Hä? Ich komme dich holen. Ja, Ist gut. okay. Tschüss. Tschüss. Ahoi, Klöpf. Grüezi, Frau Bliblisauer. Ist der Sammy da? Ja, er ist im Keller unten. Er tut, glaube am Schlagzeug rumbasteln. Ah, gut. Du, sag mal, erzählt er dir auch so komische Geschichten? Vom Milch und dem Keller da unten? Ja, was der immer für Zeug im Kopf hat, hä? Ja, ich gehe und fange ab zu ihm, hä? Klöpf, bist du's? Bin da unten. Hoi. Hoi. Ah, bastelst du am Schlagzeug? Ja, bist du bald fertig? Ist gut, wird gut. Gut. Aha. Willst du mal hören? Ja. Ja, du, das hat dort hinten gewackelt noch ein bisschen, hä? Ja, eben. Eben der. Bei dem muss ich jetzt da eben so einen Dübel reinbauen. Oder Schrauben. Ja. Du Klöpf. Wegen gestern. Ich habe dir doch gestern erzählt. Von dieser Geschichte. Ich glaube, ich habe das noch meiner Mütsch erzählt und ich glaube, ich habe das nur geträumt. Das ist jetzt... Du hast schon recht, das ist jetzt schon gut. Ich habe das nur geträumt. Das war ein Traum. Ja, Sammy. Hä? Schau mal da. Nein. Woher hast du jetzt den? Woher hast du jetzt den Stein? Ja, Nein, sag mal. ja heute Morgen hat meine Mütze von Sag mal. Von der Wäschküche unten gehebt und hat gesagt, ich soll gefälligst das Zeug aus meinen Hosensäcken nehmen. Und dann hat sie mir den Stein gegeben, der war in meinen Hosen. Ja, du, das ist genau der Stein, den ich dir gestern erzählt habe. Das ist genau der Rosenquarz, wo dir die Elstern auf den Grind runtergeschossen hat. Ja, nämlich. Nein, Klöpf, das ist genau der Stein. Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr raus. Ja, aber das ist... Wenn das ja der Stein ist, dann muss ja irgendetwas an dieser Geschichte, die du erzählt hast, ist ja irgendetwas dran an dieser Geschichte. Ja. In deinen Hosen hat sie den gefunden? Ja. Heute Morgen, als sie meine Hosen gewaschen hat, war der in meinen Hosen rein. Ja, Klöpf. Ja, du hast ja noch gesagt, du hast ja noch gefragt, ob das ein wertvoller Stein ist. Und dann hast du gesagt, ja, dann behalte ich den. Ich mag mich nicht erinnern. Ich mag mich an nichts erinnern von diesem Zeug. Der war in meinen Hosen. Das ist... Ja, das ist...
Ja, Sammy, sag mir jetzt nochmal, wie bist du dort angekommen? Wohin? Ja, von die Geschichte, die du erzählt hast. Sag mir nochmal, wie bist du dort angekommen? In das Land von diesen Dinosauriern und was hat es noch alles gehabt? Und. Ich habe es doch erzählt. Ich musste zum Milch runter, dort Holz holen, in den Keller runter. Ja, nein, nicht Sepp. Nachher, vom Keller. Nachher, wie weiter? Ja, ich bin dort runtergekommen und dann hat es eben getönt aus dieser Türen raus. Die Stimme, und dann bin ich nachher reingegangen. Ja, da bin ich reingegangen. So, ja, ich habe das doch erzählt. Ja, aber die Stimme, da wo da Sammy gerufen hat, hast du den mal gesehen, den, der die Stimme gehört hat? Sammy! Hat jetzt meine Mutter gerufen? Warte mal. Ja? Sammy, Ja. du musst noch zum Benni Brot holen. Posten? Oh nein. Kann nicht der Stoff gehen? Nein, wieso ich? Der soll gehen. Kannst du 3 Striche? Sammy, du weißt, du hast die Woche erst einen Ja, Strich. ich komme ja gerade. Ich habe erst einen Strich diese Woche. Ich muss noch zu den Beinen, muss glaube noch Brot posten. Sammy, hast du den gesehen, den, der die Stimme gehört hat? Nein, eben nicht. Ich bin dort reingekommen und ich habe den gehört. Der war total nahe, der war immer um mich herum, aber ich habe ihn nie gesehen. Und dann ist er irgendwie immer weiter weggegangen. Die Stimme ist immer weiter weggegangen. Ich habe gemerkt, jetzt geht er weg und dann bin ich nachher alleine dort unten gewesen. Ja. Und nachher, du hast doch irgendetwas gesagt, nachher dort, wo wir wieder rausgekommen sind, Ja, zusammen. du meinst, das sei alles wahr? Das sei wirklich wahr? Ich habe keine Ahnung, ich mag mich an nichts erinnern, aber wenn das der Stein ist, Gottfried Stutz, dann Es muss ja ist der Stein. Dann hat es etwas. Aber komm, sag jetzt nochmal, du hast irgendetwas gesagt, als ich dann mit dir dort raus bin, dann hätte ich irgendwann die gleiche oder die ähnliche Stimme bekommen, wie der gerufen hat am Anfang, Sammy. Ja, wo wir rausgekommen sind, dort durch den Wasserfall durch, hast du immer mehr, deine Stimme ist immer tiefer geworden und unheimlicher und langsam. Und das war ganz komisch gewesen. Und ich habe nur gewusst, jetzt will ich heim, wir wollen doch jetzt raus. Und du hast dann nur noch so gerufen und ich habe gemeint, du spinnst, ich habe richtig Schiss bekommen. Ich bin nachher nur noch davon gerannt, ich bin heimgerannt. Ja, Sammy, wir müssen nochmal zum Milch runter. Wir gehen nochmal zum Milch runter. Zum Milchi? Ja. Zum Milch im Keller? Ja. Nein, aber... Schau, Sammy, das ist so eine gespässige Geschichte. Die ist so komisch. Dieser Sache, dieser gehen wir nach. Meinst du? Ja. Das müssen wir herausfinden. Was musst jetzt du genau? Was musst du noch machen? Ich muss eben noch zu den Beinen posten. Ich muss gerade noch Brot holen. Also gut. Weißt du was? Ich komme mit zu den Beinen. Dann gehen wir posten und nachher gehen wir zum Milch runter. Ja, also gut. Wir hocken meistens Bühnenland. Klöp und der Sam. So gib doch einfach deine Hand. Ein Klöp und dem Sam. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöp und vom Sam. Bei uns geht ziemlich allerhand. Beim Klöp und beim Sam. Es ist nicht immer alles gut. Beim Klöp und beim Sam. Ja, was können wir denn da dafür? Der Klöp und der Sam. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöp und der Sam. Und manchmal sind wir arme Tröpfe. Der Sammy und der Klöpf. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit. Hallo! Ich verstehe einfach nicht... Füße putzen. Ja, aber ich verstehe einfach nicht, wie du mit mir hast dort durch den Wald durchlaufen, mir den Weg zeigen und dort noch Rätsel lösen beim Baum. Und jetzt weisst du nichts mehr von allem. Ich weiss doch das auch nicht, aber das ist jetzt halt einfach so. Ja, aber wie hätte ich dann in die Welt reinkommen, wenn es dort gar keine Türen Sammy, ich weiss es nicht, aber du hast es doch jetzt selber gesehen beim Milch. Dort hat es eine Tür gehabt und die ist im Keller und sonst hat es nichts gehabt. Ja, aber du hast ja auch gesagt, es sei etwas wahr an dieser Geschichte. Hä, was ist? Gut, dass du endlich heimkommst. Du sollst noch posten gehen.
Nein, du, jetzt sind wir gerade bei der Bäne und beim Melchi und ich gehe jetzt nicht mehr raus. Was, du bist Nein. Melchi? Hoi, Sammy. Was haben die denn dort unten zu suchen? Du weisst doch, dass er im Spital liegt. Dort musst du jetzt wirklich nichts machen. Wir wollten nur schauen, ob es eine Tür hat, noch im Keller. Ja. Eine Türe? Ja. Keller? Wegen dem Stein. Du hast doch meinen Stein da Ja, das gefunden, ist meine der Hose. Stein. Und was hat er gesagt, was du nicht mehr tun? Ja, ein Hosensack. Eben. Komm, jetzt das Zeug Ich komme überhaupt nicht mehr draus. Ist jetzt die Geschichte wahr oder ist sie jetzt nicht wahr? Sammy, jetzt müssen wir einfach logisch denken. Ja. Warte jetzt. Also fest steht, du bist zum Melchi runter, gehen Holz holen fürs Feuer. Und dort unten hast du eine seltsame Geschichte erlebt. Und wir wissen nicht, Ja. wir wissen jetzt nicht, ob die stimmt. Ja. Und die Tür die war nicht mehr dort. Gewesen. Ja. Und das Zweite, was fix ist, ich habe den Stein da. Aber ich habe den mir nicht in meine Hose da. Ja, eben. Aber ob das stimmt mit in einer anderen Welt, mit dem fiesen Glon, das... Also, Sicher? kann er jetzt da... Klöp, Ja. kann er ins Grab? Hallo! Hey, Mädchen! Ja, Sag mal, wo geht's denn durch zum 4. Meer? zum 4. Meer. Ui, sieh, das ist ganz weit weg. So weit bin ich nicht einmal in der Ferien gsi. Ja, muss ich da rauf oder dort rüberreiten? So, sie müssen da ganz weit raufgehen. Ich sage Ihnen, das ist ganz weit. Sie müssen da ins Landsinnere gehen und nachher kommen sie zu einer Gabelung und dann kommen sie wieder in ein Tal und dann geht es ein bisschen durchab und dann kommen sie dann bald zum 4. Meer. Ja, bis zum Wald rauf. Also sie müssen noch viel, viel weiter gehen. Also bis sie wirklich... aber wenn sie dann dort sind, so weit, dann sehen sie dann schon, wo es durchgeht. Aber sag mal, was ist denn das für ein Lärm da hinten? Lärmen, das ist doch der Markt. Überall an den grossen Strassen ist doch heute Markt. Müssen sie dann nie posten? Nein, das machen alles meine Kinder. Aber sag mal, wie heisst denn du? Ich, Jana. Jana? Das ist aber ganz ein schöner Name, das. Jana? Sagen Sie mal, was müssen Sie dann dort am 4. Meer machen? Ui, es ist schon so spät. Ich habe ja gar keine Zeit mehr zum Läutern. Ich muss gehen. Ui, jetzt muss ich alles im Norden rauf, dann muss ich in den Wald rauf. Nach dem Wald. Das ist dann ein komischer Typ. Sagt nicht einmal Tschüss. Komm, Pincha.
Oh, ist das heiß in dem Blechhelm rein? Sag nichts. Immer muss ich da aussen wach stehen. Ich weiss nicht, warum ich immer muss wach stehen. Ja, du Trottel, du müsstest halt am Morgen aufstehen. Also, heute bin ich natürlich um 9:30 schon auf gewesen, musst du wissen. Oh nein, um 9:30, am 7. Am 7 ist Tag wach. Ach, auf. Ist es ein Hitz? Hey. Hast du das Theater gehört, das heute drin war? Meinst du das von dem Schokokopf da mit seinen Sklavenkind? Ja, genau, du. Ja, das ist bis zu der Liegwolfe gegangen, das. Du, wir haben den Befehl, wenn der auftaucht, sofort in die grosse Halle mit dem. Nein, hast du den Befehl? Ja. Also, wenn ich der wäre, ich würde alles machen, nur nicht kommen. Nicht kommen, der muss kommen. Also, wenn einer bis zu der Liegwolfe muss, dann sieht er nachher also flach aus. Kann er also sagen? Du, kennst du den? Weißt du, wie der aussieht? Schokokopf? Keine Ahnung, der kommt weit vom Süden unten auf, haben sie mir gesagt. Ja, das muss ja aber ein schauriger, schräger Vogel sein. Sag nichts. Du, was gibt's eigentlich für einen Fraß zum Mittag? Heute Schlangenfraß! Und was kommt denn dort für einen? Wo? Da kommt doch einer zu reiten. Oh ja, genau. Wer kann denn das sein? Das habe ich noch nie gesehen. Das muss sein, du. Das muss sein. Komm, wir stehen da. Aufstehen, komm. Schokokopf? Ja, komm, Meinst du Schokokopf? Ruhig. Der kommt wirklich gar nicht. Psst, bist ruhig. Ja, du, Der kommt wirklich. ja, was sollen wir denn machen? Ja. Steh gerade an, komm. Wir sind so. Hast du ein bisschen Schiss? Ja, du. Weißt was? Hey, weißt was? Du bleibst da stehen und ich schwätze mit dem. Oh ja, und du bist bereit, gell, wenn nichts passiert. Also gut. Der sieht komisch aus. Und leg auch du das Schwert. Komm, aufstehen. Wo alle willst du? Ist da der Eingang zum 4. Meer? Ja, sicher Was schon. denn sonst? Ja, aber sag mal, wer bist denn du? Ich bin der Manu und muss zu der Liqua. Oh, das bist du. Oh, du kannst aber etwas erwarten. Führe ich also bei, führe nicht, du. 0, plötzlich reingehen, du. Hey, Pfeife, mach ihm das Loch auf. Hat er doch schon 100-mal gesagt, du zählst mir nicht mehr Pfeife sagen. Ja, mach jetzt das Loch auf, komm. Komm, Pincha, jetzt müssen wir in ein Loch reingehen. Nein, musst keine Angst haben. Ja, bist ein braves Köstchen. Der kommt ja schaurig dran, du. Das ist ein grauhaft und der will ich auch nicht sein. Aber ich sag dir, ich würde schon gerne hören, was die mit dem macht. Ja, du. Hey, weißt du was? Komm, wir schleichen doch einfach rein. Was? Wir müssen doch da aussen wach stehen. Das merkt doch kein Schwein, ob wir vor dem Loch stehen oder nicht. Meinst Ja, komm, wir schleichen rein. wenn der Captain Coco kommt? Der Schnaps-Gogo, der ist um die Zeit ist der schon lang besoffen. Der steht nicht mehr auf. Also, dann geh mal, aber leislich. Ja, komm, leislich. Also. Mach dich nicht dünn, Ja, komm, dünn, fetter Sack. komm, also, komm hin.
komm an. Ist ruhig jetzt. Bist du der Mann? Der Griff vom nördlichen Zipfel von der Sternalfamilie. Aus dem Land vom grossen Flussbogen, am Ursprung vom Pektor. Ich habe immer gemeint, ich sage am Ansatz vom Pektor daheim. Schwieg! Bist du der Manu? Ja oder nein? Ja, da bin ich. Grosse Liqua. Stimmt's, dass sich in deinem Reich eine ganze Horde von Wesen aus der äußeren Welt angesammelt hat? Wesen, die keine andere Aufgabe haben, als dir und deiner Bequemlichkeit zu dienen. Ja, aber das sind doch noch Kinder, die mir ein bisschen helfen mit ihren Gedanken. Schwieg! Dann ist es also auch richtig, dass so ein Wesen, ein kleiner Bub, wie ich höre, vor dir geflüchtet ist. Und dass mit dem Bub einer von den grossen, lebenden Steinen unsere Welt verlassen hat. Ein lebendiger Stein? Ja, du tatsächlich. Nein, aber das... ist aber nur grösser, als ich gemeint habe. Den habe ich gar nicht gewusst. Das ist doch... Achtung, Johannes! Das ist doch nur der Sammy gsi, der plötzlich gesagt hat, er will noch. Schwieg! Ist das wahr oder nicht? Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, ich habe doch nur am Sammy wollen zeigen, wie schön das alte Kind bei mir eigentlich haben. Und das, du hast also nichts zu deiner Verteidigung zu sagen. Und du weißt, was es bedeutet, wenn einer von den lebenden Steinen unsere Welt verlässt, ohne dass der grosse Geist, unser oberster Boss, das bewilligt hat. Ja, nein. Jetzt macht's ihn aber Du hast das riesige Glück, dass die Nachricht erst bis zu mir vorgedrungen ist und dass der grosse Geist noch nichts von dieser ganzen Sache erfahren hat. Ich lese dir jetzt vor, was der höchste flüssige Rat beschlossen hat. Und merkt er gut, was ich dir jetzt sage. Oh, du jetzt aber da noch der höchst flüssige Rat, du. Was ist denn das? Ja, pst. Wenn die ein Urteil fällen, dann ist nicht mehr gut. Du, der Manu aus der Sternalfamilie, bist dafür verantwortlich, dass der lebende Stein ohne Wissen vom grossen Geist unsere Welt verlassen hat. Du, der Manu, bist für alles verantwortlich, wo der Stein in der äußeren Welt ins Rollen bringt. Und du, der Manu, hast dafür zu sorgen, dass der Stein wieder in unsere Welt zurückkommt. Nein, aber das... Und zwar innerhalb der Zeit von 10 Meerwechseln. Ja, aber große Liqua, ich kann doch nicht... Wie soll ich denn... Es schafft mir. Du musst den Finger rausnehmen. Wie du das machst, ist deine Sache. Aber ich gebe dir den guten Rat, dafür zu schauen, dass diese Nachricht nicht noch weiter verbreitet wird. Jetzt fängt er an brüllen, der Armsier. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo und wie. Ja, und wenn es mir nicht gelingt, der Stein
den Stein wieder zurückzubringen. Dann wirst du dein weitere Leben als Becher zählen. In den tiefsten Krypten vom heißen, dunklen, stinkenden Schluchfristen. Ui, nein, Becher, nicht Becher zählen, nein. Du, sie schickt den Weg, wir müssen raus, komm. Komm, schnell, komm. Raus, schnell. Das nennt mich jetzt also schon wundern, was der jetzt macht. Also ich schieb also noch 15 Monate wach in dem Stinkhelm rein, aber in dem seiner Haut will ich nicht stecken. Ja, das kannst du laut sagen, du. Das ist viel zu kurz, die Zeit. Also, gell, Pinscha? Ich habe keine Ahnung, wo der Sammy hergekommen ist oder wohin das gegangen ist nach innen. Also, vom lebendigen Stein, da habe ich doch wirklich nicht gewusst. Also, wenn ich den gesehen hätte, hätte ich den dann sicher selber behalten. Ja, ich kenn keinen Mensch, der jemals in dieser anderen Welt draussen war. Ja, ich weiss nicht, ob es die überhaupt gibt. Das hätte mir noch niemand sagen können. Also wenn ich gewusst hätte, dass die Liga mich nur zusammenschießt, hätte ich die lange Reise nie auf mich genommen. Also da wäre ich also daheim geblieben. Warum bin ich immer in der Schule? Jeder macht mit mir den Löli. Keiner denkt den Nachtenwohl an mich. Und wenn im Bulle etwas schief geht, irgendwo ein Vaterlohn, dann sagen wieder alle, sechs Jetzt langt's wirklich. Ist doch wahr. Jetzt langt's wirklich. Jetzt hab ich total genug. Ist die Liga für ein Drache, der wegen Stunk kann machen, nur wegen dem Semi, der ist doch da. Jetzt hat der alte Stein mitgenommen, was will der dort nussen schon? Es ist am Ende ja wirklich nur ein Gott. Es langt mir wirklich. Ist doch wahr. Es langt mir total. Jetzt habe ich die Nase voll. Ja, machen. Wir rufen los. Die einen, die sagen zu allen nur ja und
der Manu macht alles. Und alles gratis. Jawohl, Rosilika, jawohl. Darfst du noch ein bisschen mehr sein, Rosilika? Am Arsch können wir die alle lecken. Ich habe meine Probleme. Gang holen, Gang machen, Gang bringen. Ich bin doch nicht der Gango. Ein Stein. Ich habe keinen Stein. Sie wird selber auf ihr Zeugs aufpassen. Sammy. Also ich gang nicht raus. Der Manu. Das garantiere ich euch. Der Manu geht nicht raus. Das Becherzellen als Becherzellen. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Komm, Rösli. Komm. Ja, die wird schon sehen. Die wird sehen. Denen zeige ich's alle. Ich zeige es allen. Wenn ich nur wüsste, wo der Kuttenstein ist. Aber wart noch, Binja. Da finden wir auch noch raus. Wo ist denn der Buri wieder? Wo ist jetzt der? Oh, ich sag das Klipp, wenn du den hast, ist er auch nicht. Klipp? Hast du meinen gelben Pulli? Nein, lass mich sicher deinen Pulli nicht. Ah ja, bist du sicher? Nein! Ich finde ihn nämlich nicht. Komm gescheiter selber mal ein bisschen schauen. Nein, deinen Pulli nicht. Aha, da ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Komm, freis! Ist er auch nicht. Und was ist das da? Brüderherzli? Ich weiss auch nicht. Was da, Ich weiss auch nicht. Das ist mein gelber Pulli, oder? Ja, dann tu doch dein Zeug in dein Zimmer, oder? Ich kann ihn sicher nicht in dein Zimmer da. Ich auch nicht. Ah ja, komm, erzähl mir doch kein Seich. Ich habe das schon so viel Mal meinem gesagt, Zimmer. du sollst nicht einfach meine Kleider, jetzt hörst du mir zu. Klöpf, komm mal! Klöpf, komm! mit deinen Kleidern, du, ich sag das. Komm mal, der Stein, der tönt! Komm mal, du hörst schnell! Wo bist du denn? Küche! Hast du schon wieder mit meinem Computer rumgespielt? Nein, ja, ich kann ein Spiel kopieren. Also ich sag dir noch einmal, und dann kommst du dran. Ach, Lass mich doch in Ruhe, du. Schau mal, der tönt! Du musst mal hören. Warte mal, Ursula, du nein. Der tönt! Du kannst nicht wenigstens die Türen zutun und das Kämmer abstellen. Schau mal, der tönt! Hörst du? Ja, der tönt. Ein Stein, Ja, der das tönt! ist wirklich der tönt. Mami! Mami! Komm! Nein, Moment. Wo komm! Komm schauen! Ja, Moment. Der Schmucki! Schauen Sie den! Was ist Der los? Stein tönt! Der tönt! Da, der Stein. Soll tönen? tönt. Ich höre aber nichts. aufgehört. Nein, es tönt Du, nicht hör mehr. mal. Jetzt tönt er nicht. Hey, hör Was? mal. Da aussen steht seit 3 Tagen deine Schutti-Tasche. Jetzt ist es langsam Zeit, die aufzuräumen. Ja. Und jetzt 0, Komm, plötzlich. komm in mein Zimmer. Hast du gehört, Klöpf? Ja, So geht's nicht mehr weiter. Klöpf! Ich mach's ja noch heute. Der Klöpf. Immer die Jungs. Das ist gut. Ja, Der richtig tönt! Das ist ganz ein besonderer Stein. Leute doch am Stöff an. Am Steffen Brütsch? Ja. Ja, das ist eine gute Idee, der kommt raus. Hast du ein Telefon? Ja, dort unten rein. Ja, dort unten. Ah. Jesus, was ist denn das für ein Telefon? Ja, das hat mein Wett schon mal konstruiert und mir da oben Kann man jetzt eingerichtet. da einfach... Nein, nicht drücken. Du musst drehen. Ja, so, genau. 2. Ja, mal schauen. Hoffentlich ist er daheim. Ja, vielleicht kann der uns helfen. Nimmt er ab? Ja, warte jetzt. Die Leute.
Hallo? Ja, das ist Christoph Brillidauer. Ahoi, Steff, das ist der Sammy. Sorry. Das ist gut, dass du gerade... Sag mal, Steff, weisst du etwas über Steine, die tönen? Kennst du... Gibt's Steine, die tönen? Ja, klar. Ehrlich? Weiss er's? Hey, warte mal. Konstellation im Individuationsprozess. Was, Konstellation? Was? Sinnbild der Unreinheit des Lasters. Was sagt Was, der Unreinheit des Lasters? Der Stein in Anwendung auf das Herz. Nein, tönen. Der Stein in Anwendung auf das Herz. Herz. Ja, warte. Wo tönt? Hä? Gottheit. Gottheit? Blubbern des Kosmos. Was? Blubbern? Aha, Blubbern des Kosmos, sagt er. Metaphysik. Ja, nein. Tönen. Ja, nein. Steff, danke viel. Ja, nein. Ja, danke vielmals, Steff. Nein, es langt. Danke. Tschüss, Steff. Ciao. Tschüss. Was hat er gesagt? Ja, du, also irgendetwas von Blubbern im Kosmos und Transzendent. Ich verstehe das auch nicht. Nein, der kann uns auch nicht helfen. Ja, du hast gesagt, ich soll dem Steff anrufen. Also. Was sollen wir jetzt machen mit dem komischen Stein? Hey, klar, ich habe eine Idee. Wir zeigen dem Lehrer. Der weiss vielleicht, was das für ein Stein ist. Ja, klar. Am Güttinger? Nein, nicht meinem Lehrer. Am Kong. Am alten Kong. Oh nein, am alten. Nein, das ist aber ein gespässiger, der Alkon. Nein, aber der weiss total viel im Fall. Ja, aber das ist ein bisschen unheimlich. Das ist, glaube ich, kein Böse. Ja, was, du willst jetzt zum alten Kong? Ja. Mit dem Velo? Ja, klar. Oh nein, aber... Mal, Sammy. Ja, aber redest du denn mit dem? Oh, Scheisse. Scheisse. Gell? Redest du auch nicht gerne mit dem alten Kong? Nein, Gütinger. Ich habe ja morgen ein Diktat. Oh, nein, ich musste lernen. Ich hätte das müssen lesen. Ich habe es völlig vergessen. Du. Und jetzt? Musst du jetzt noch vorbereiten? Ja, eigentlich müsste ich. Ich bin schon pfeifen. Nein, du. Schau, jetzt tönt er wieder. Bis mal auf. Ja, jetzt tönt er wieder. Warte mal. Nein, jetzt tönt er wieder. Mami, komm, er tönt wieder. Was? Du hast endlich deine Tasche Ich sehe nichts. Wow. Nein, du, jetzt fang... Man sieht nichts. Ich habe eine Acht. Nein, der tönt im Fall wirklich. Jetzt hat er wieder aufgehört. Ja, jetzt tönt er wieder nicht mehr. Macht euch das nicht? Du, wir müssen zum... Komm, wir gehen zum Kong, komm. Ja, und das Diktat? Nein, komm, Sammy, wir müssen... Komm, wir gehen zum... Den gehen wir am Kong zeigen, komm. Aber redest denn du mit ihm? Ja, jetzt erst mal schauen, ob er da ist. Ja, wer kommt denn da auf Besuch? Grüezi, Herr Konrad. So spät am Abend. Was führt denn euch zwei zu mir? Wir haben hier den Stein gefunden und wir haben sie fragen, ob sie uns sagen können, was das für einen ist. Ein Stein? Ich sehe ihn auch nicht mehr so gut. Und im Dunkeln schon gar nicht. Kommt doch hier. Kommt. Komm. Hey, Nuga. Schau. Wir haben Besuch. Kommt da. Sitzt ab. Sammy, sitz ab. So, wie heissen ihr denn? Ich bin der Niklaus Schmucki. Und ich bin der Sammy Brülisauer. Aha. Zeig mal. Das ist aber ganz ein schöner Stein. Ein besonderer Stein.
Woher habt ihr denn den? Ja, der Im Keller für mich. Halt! Bei wem hat denn die Geschichte angefangen? Ja, beim Sammy. Nuga, bis jetzt ein bisschen ruhig. Also, Sammy, erzähl. Ja, wissen Sie, ich bin doch dort beim Keller und dann hat doch die Türe ist doch dann dort gewesen und ich habe die Stimme gehört. Du musst ihm sagen, beim Milchi. Ja, beim Milchi habe ich doch die Stimme dann gehört und bin in den Keller rein und die Tür ist doch dann nicht mehr dort gewesen. Und dann bin ich doch dieser Stimme nachgegangen und zu dem Klon gekommen und der hat doch gesagt, er sagt mir, wie ich wieder heimkomme. Du musst sagen, es war wie in einer anderen Welt dort hinten. Ja, es hat jene Sachen dort drin. Es hat Raketen und Bahnen und so ein Dinosaurier im Wasser. Ja, genau. Ja, und dann hat er gesagt, ich kann doch wieder heim. Und er hat gesagt, er sagt mir, wie ich heimkomme und er gibt mir etwas zu essen. Du musst sagen, dass er Kinder gefangen hat. Er hat eben Kinder so gefangen, ganz einen Haufen. Und er hat gesagt, er gibt mir etwas zu essen, aber der hat doch gelogen. Der hat mich doch auch wollen, der hat doch auch wollen, dass ich ihm helfe. Und wo wir ja bei Milchi unten waren und nichts, ist ja keine Türen rum, ich habe wirklich gemeint, der Sammy spinnt. Aber eben heute, wo auf einmal der Stein plötzlich angefangen hat zu tönen. So ein Dings, so ein... Tönen? Ja, schon zweimal, er hat so richtig angefangen zu tönen, so ein Höchsen, so ein Schwirren, gell? Ja, eben beim Klöpfi in der Küche, wo er mit seinen Schwestern gestritten hat. Und nachher gerade nochmal in seinem Zimmer, wo er gesagt hat, komm, wir gehen zum Gespässigen, komm. Hey, Sammy! Ja, wo er gesagt hat, zum alten Lehrer Konrad, da hat der Stein auch wieder so tönt. Sie sind eigentlich, glaube ich, gar noch nicht so alt. Aber wir haben gedacht, vielleicht können Sie uns helfen. Hört, Buben. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber die Geschichte ist sicher wahr. Und der Stein, den ihr hier gefunden habt, ist auf jeden Fall ganz ein besonderer Stein. Wisst ihr, es gibt Orte, ja, es gibt ganze Welten. Die sind ganz nah bei uns. Und trotzdem wissen wir fast nichts davon. Meistens denken wir, das ist sicher nicht wichtig. Oder es gibt es gar nicht. Aber manchmal spüren wir diese Welten. Und ich glaube, ich habe auch schon mal von einem Stein gehört, der aus so einer Welt gekommen ist. Ja, so einer, der tönt. Ich weiss es nicht mehr. Vielleicht war es auf einer von meinen Reisen. Oder in einem von meinen alten Büchern. Nuga, hast du mir einen Tipp? Ah, mein Rauch stört dich. Ich spüre, die Antwort ist ganz nah. Aber es will mir einfach nicht in den Sinn kommen. Klöpf, Sammy, das ist ganz eine wichtige Geschichte. Ihr müsst mir ein paar Tage Zeit geben. Es kommt mir sicher wieder in den Sinn. Jetzt geht ihr heim. Und den wertvollen Stein müsst ihr ganz gut behüten. Ja, aber ist denn das gefährlich? Soll ich eigentlich den da lassen? Vielleicht kommt es Ihnen dann schneller wieder in den Sinn. Nein! Auf gar keinen Fall. Der Stein gehört zu euch. Und immer, wenn er tönt, müsst ihr ganz gut die Ohren spitzen. Ich melde mich wieder bei euch, sobald ich mehr weiss.
So, darf ich um Ruhe bitten? Ich habe euch gesagt, wir schreiben heute ein Diktat. Geht an eure Plätze, ihr wisst, wie es funktioniert. Die sogenannte Schlachtordnung. Nehmt Füllfeder, Bleistift, Maßstab, damit ihr bereit seid. Thomas? Ja, du darfst eine holen. Ja, Ursula, das Buch brauchst du jetzt sicher nicht mehr. Üben hättest du zu Hause sollen. So, seid ihr bereit? Habt ihr sicher eins gegeben, oder? Gebe ich dir noch eins. Gut. Bereit? Titel: Bernd tapeziert. Was? Bernd tapeziert. Tapeziert. Bernd will eine Wand seines Zimmers tapezieren. Satz Ende. Bernd will eine Wand. Peter, schau auf dieses Blatt. Bernd will eine Wand seines Zimmers tapezieren. Satz Ende. Neuer Satz. Noch nicht so schnell, Könnt halt die Fürsche machen. So wird nicht geschnurrt. Neuer Satz. Er und seine Mutter stellen die Zimmermöbel auf den Flur. Klöpp! Sammy! Hey, bist du? Der hat wieder tönt. Der gestern wieder tönt. Ja. Ja, wieder Küche. Ja, ich habe das Buch aufgeschlagen. Ich wollte noch lernen fürs Diktat. Der hat wieder genau so tönt. Ja, und wie ist es mit dem Diktat gegangen? Oh. Jetzt. Ist schwer gewesen. Total. Bernd tapeziert. Hä? Bernd tapeziert. Was ist denn das? Keine Ahnung. Weißt du, wie man das schreibt? Tapeziert. Aber sag mal, wie hat er das gestern Nein, ich ist nicht da. Wie hat er das gestern gemeint? Weißt du, wo er gesagt hat, der Stein, der gehört zu uns. Ja, komm. Das ist mir im Fall im Bett ist mir das total lang nachgegangen. Ich konnte überhaupt nicht gut schlafen. Ja. Weißt du, vielleicht gehören die anderen den Stein gar nicht. Nein. Hey, vielleicht gehören die anderen den Stein gar nicht. Aha. Ja, das könnte im Fall noch sein. Meine Mami hat ihn ja auch nicht gehört. Meinst du, die hören den nicht? Ja, vielleicht sollten wir mal auf die Polizei mit dem Stein. Was, auf die Polizei? Ja. Ja, und wenn die auch nicht gehört, dann meinen die, wir spinnen. Nachher spielen sie uns vielleicht nicht. Ja, wir trödeln ja nicht weg dem Stein. Ja, du vielleicht. Nein, das ist bloß eine Zombie! Ja,
haben es gefunden, Pinja, wir haben es gefunden. Da sind wir schon im Land von der Thuresia. Mit ihren vielen Päckchen. Thuresia ist eine alte Freundin von mir, Pinja. Ja, was erzähl ich denn dir da? Du hast mich ja schon ein paar Mal zu ihr geritten. Die ist mächtig, Thuresia. Die ist fast so mächtig wie Glikma. Stell dir vor, die hat Tausende, ja was sag ich, die hat Millionen von Päckchen, die sie in unserer ganzen Welt umeinander schickt. Das sind danach ganz spezielle Päckchen. Die können sich verändern. Und die können sogar fremde Gestalt annehmen. Und die schwätzen miteinander. Ja, fast so wie mit den Pflanzen und den Tieren. Man sieht schon fast. Dort hinten im Wald ist ihr Schlössli. Mal, Pinja. Thuresia findet sicher einen Weg, wenn der Stein wieder in unsere Welt zurückkommt. Ich muss es halt schon ein bisschen geschickt angattigen. Sie sagt ja immer, ich komme nur, wenn ich etwas will von ihr. Aber ein bisschen heben und ein bisschen massieren, dann hilft die uns schon, Pinja. Das Dumme ist nur, ich habe nicht viel Zeit. Hoffentlich lässt sie mich nicht lange warten. 10 Meerwechsel, das ist echt wahnsinnig wenig Zeit. Oh, Pinja, komm! Ja, der Manu! Ah ja, dann lass ihn doch mal die. Ja, jetzt kommt da noch einer auf Besuch, Fuck. Kannst du einen Moment warten? Weisst, ich weiss nicht, was der will von mir. Aber wir reden nachher weiter. Ja, ich finde es so gut. Ah ja. Ja, jetzt kommt er, los. Es geht nicht lang, ich komme bald wieder, gell? Ja, gut. Ciao, bis dann, gell? Ich warte schnell. Ja, Manu! Ja, Sally! Manu, komm rein, wo steckst du jetzt da? Hoi! Das ist eine Überraschung, das freut mich, dass du kommst. Du siehst mir gut aus. Ja, sag mal, das ist jetzt auch schon lange her, seit das letzte Mal da warst. Ja, wie sagt du kommst meine, mir Fußmassage machen, die du mir schon lange versprochen hast. Das ist ja wunderbar, das freut mich. Und du kommst, Moment mal, du Pepe, du hast noch den Brunnen anstellen, sonst mir ich habe immer gedacht, da tut dann deine Füße massieren. Da tut dann deine Füße massieren. Aber Manu, du kommst ja nicht einmal weg, weil du etwas willst von mir, sondern weil du mir die Füße willst massieren. Das finde ich natürlich grandios, wunderbar. Ich habe die ganze Zeit gewusst, Horst Häseli mit ihren Armen. Wenn wir das gerade machen? Wenn wir das gerade machen? Ja, klar. Pepe, bringst du mir noch ein Tüchlein? Ich habe immer gewusst, dass du solche Füße hast. Den Schloss, bringst du mir bitte noch das Massageöl und noch ein Schemmeli? Ja, ich muss wieder mal ja, genau, danke. Obwohl, es ist mir ja eigentlich gar nicht darum ums Schau, jetzt bringen die uns die Sachen dann. Ah ja, das und ist dann gut. fangen die gerade an. Dann kannst du mir dann ein bisschen erzählen, oder? Und ich frage dich, wie es dir geht. Ah ja, Söhl. Ja, wunderbar. Schau, ich heb den Fuß hier an. Ist das gut so? Ja, das ist gut so. Ah, das ist wunderbar. Ui, ja, du. Ich find's aber nötig, du. Oh, ja, du hast einfach ganz gut die Hände. Ich spüre Ja. es. Ah, bleib noch ein bisschen dort. Eigentlich ist mir gar nicht ums Massieren, du. Ja, das tut mir gut. Ich sag das ist schön. Ist das gut, wunderbar. Ja, das ist gut. Ich habe einfach gedacht, mal, jetzt gehe ich noch vorbei beim Ja, das ist Käseli. gut. Das hast Und du dann- richtig gemacht. Es hat mich jetzt wirklich gefreut, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Aber ich frage mich also schon, wer... Ohne Absicht mir die Füße zu massieren. Das ist Wer tut denn die wunderbar. Füße massieren, wenn ich einmal nicht mehr bin, du? Du dort vorne noch ein bisschen bei den Zehen. Ja, dort, genau, Ja, dort jetzt der ist dann richtige fertig. Punkt. Mit mir ist jetzt dann fertig, du. Du, ich habe Durst. Du, Pepe, bringst du uns noch einen Tee? Wenn ich das
Manu, willst du auch einen Tee? Oder willst du einen Sirup? Ich will nichts, nein, Willst du ich nicht brauche trinken? nichts mehr. Also, Nein, Zitronenmelissentee für mich, Pepe. Ich sag dir, ich Ja, brauche nichts. ja, ohne Zucker, ja, das ist gut. Ja, ich lasse mich halt gerne verwöhnen, weisst du, Manu? Das ist das letzte Mal, Kennst du wo ich das? den Fuß tue. Ah, das ist wunderbar, wie du machst. Sag mal, schweizest du so? Nein. Jesus, wie du schweizest? Ist das so eine Anstrengung für dich? Das sind Tränen. Das ist kein Schweiß. Das sind Tränen? Ja. Ja, ist dir das ernst? Ja. Ja, was? Freust du dich so, dass du mir die Füße massieren darfst? Rührt dich das zu Tränen? Das habe ich jetzt also auch noch nie erlebt. Er hat mich fertig gemacht. Ich sagte, die haben mich fertig gemacht. Oder Wer, was? Was? Wer hat dich fertig gemacht? Jetzt erzähl mal von dir, Manu. Da bin ich Was mit ist der denn Pinscha. los? Da bin ich mit der Pinscha. Ja, sag mir doch, wie geht's der Pinscha auch? Ja, und jetzt, halt. Manu, warum hörst du auf die Füße massieren? Ich will da noch gern, dass du noch fertig machen willst. Magst du das auch, oder? Ja, das ist gut. Ja, mach nur Pinscha im weiter. Norden rumgekriegt. Danke für den Tee, Pepe, danke. Lange Zeit, du bis an das 4. Meer an, du keine Ahnung. Was? Du, das 4. Meer bist du drin mit dem Pinscha? Ja, bis nicht auf eine müssen, Ja, oder? mag die noch dort raufreiten? Ja, der Was machst denn du für Ausflüge mit dem alten Ross? Das war kein Ausflug. Ich musste nicht rauf. Ich habe Nachricht bekommen, ich muss mich sofort bei der Leikwa melden. Schau, jetzt kannst du mir dann noch den zweiten Fuß auch noch massieren. Ja. Magst du ja noch, gell? Ja. Ich muss mich sofort bei der Leikwa melden und dann bin ich dort Was? Halt. Wo bist du gewesen? Ja, bei der Leikwa. Zu der Leikwa müssen. Was machst denn du bei der Leikwa? Die ist doch, der Semeli ist bei mir gewesen und der Semeli hat mir doch uns ein bisschen helfen und nachher ist der abgehauen und der hat gescheit den Stein mitgenommen, hat die gesagt und ich sage verantwortlich, dass der Stein wieder reinkommt und ich habe keine Ahnung vom Ganzen und jetzt hat es gesagt, die Becher als Becher zählen nicht, die will ich bis in 10 mehr wechseln, dann nicht wieder an. Halt, Manu. Was für ein Stein? Ja, einer von den grossen lebendigen Steinen haben sie gesagt. Und ja, einer von den grossen Steinen oder von den lebenden Steinen? Ja, mit dem lebenden Stein. Und dann, ich habe ja keine Ahnung, dass der Semeli den Trottel den mitgenommen hat, oder? Ich kann ja den auch wollen, dass mir ein bisschen helfen und dann... Ja, du jetzt halt eins nach dem anderen. Jetzt hörst du mal auf brüllen und lass meinen Fuß los. Ich schreibe jetzt auf. Wie hat der Bub geheissen? Und woher ist er gekommen? Ja, Semeli hat er geheissen und er sagt, ist da so hinter einem Wassertier, ist er hinten. Und der grosse Geist? Weiss noch nichts? Ja, nein, die Kliko hat eben gesagt, er darf ja nicht erfahren. Ja, da hast du dich ja etwas ganz Heikles verrennt. Gut bist du zu mir gekommen. Ein lebendiger Stein. Ja, und was sagt denn Corona dazu? Ja, die heisst Cora. Ja. Was hat denn die mit dem zu tun? Ja, du weisst also nichts von der Corona? Ja, nein, da hat mir niemand etwas gesagt. Ist der Sammy allein gekommen? Oder sind noch andere dabei gewesen? Ja, ich habe keine Ahnung, du musst mir einfach helfen. Los, Manu, jetzt hörst du auf zu brüllen. Ich helfe dir, dass der Stein wieder zurückkommt. Du gehst jetzt heim, machst nichts und verhaltest dich ruhig. Hast du das kapiert? Danke, Treseli, danke. Was kann nur ich einmal für dich machen? Nichts. Du gehst jetzt auf dem direkten Weg heim. Ja, ich gehe noch schnell ins Röstchen etwas trinken und nachher noch etwas Kleines essen. Du hast glaub nicht begriffen, um was es geht. Du kannst hier bei uns in der Küche noch Proviant holen für den Heimweg und nachher gehst du heim und haltest dich still. Mal, ich habe schon begriffen, ich gehe ja schon. Ciao, tschüss, Treseli, ciao. Ciao, Manu. Pepe, gib dem noch Proviant mit für den Heimweg. Hüpper. Hüpper! Theresia? Ich brauche eine dringliche, absolut geheime Beratung mit meinem engsten Kader. Sorgt dafür, dass ich genau in einer halben direkten Verbindung mit meinem Generalstab habe. Nur der engste Kreis von Ihrem Generalpäckchen? Jawohl, und zwar pünktlich und streng vertraulich.
Los, Garum, wir sind ein Ausbildungszentrum. Die Maschinerie. Das ist das 1754. Päckchen, das heute unsere Schule verlässt. Achtung, kommt schnell! Kriseli, Garum, kommt hin, tun alles auf die Seite! Kommt schnell! Was ist denn für eine Aufrettung? Ja, Liebling! Ja, wir kämen! Hört, Theresia hat eine Keimkonferenz einberufen. Ihres Nachrichtenpäckchen, der Hyper, wird uns jeden Moment über Funk eine geheime Meldung durchgeben. Was, eine Keimkonferenz? Eine Keimkonferenz auf höchster Stufe. Das hat es schon ewig lang nicht mehr gegeben. Das tönt ja sehr spannend. Der Hyper ist schon auf der Leitung. In Kerne. Der Hyper ruft alle höheren Päckchen auf. Antworten. Hula-Päckchen. Was? Hula-Päckchen ist auch dabei. Hula-Päckchen. Hören Sie mich? Also das Hula-Päckchen, das ist immer das gleiche Schwätzchen. Krisenpäckchen. Antworten. Psst, jetzt kommen wir dran. Ja, Hyper, ich höre dich. Wir haben eine super gute Übertragung. Druckpäckchen. Antworten. Jetzt kommt seine Meldung. Meine Päckchen, ich informiere. Unsere Chefin hat gerade Nachricht bekommen, dass ein Manu, eine Kreatur, die den meisten von Ihnen bekannt ist. Was, der Manu? Eins von seinen Kindern ist. Was? Das Kind ist wieder in die äußere Welt zurück. Ja, nein, aber. Und mit ihm offensichtlich auch einer von den lebenden Steinen. Was? Ein lebendiger Stein? Ein lebendiger Kiesel? Corona? Meine Mitpäckchen, ich bitte Sie. Der Auftrag ist klar und wir haben keine Zeit zu verlieren. Hyper. Ich brauche aus der Ausbildungsabteilung das sind wir. Absolut beste Päckchen, wo erstens in der Lage ist, in die äußere Welt rauszugehen. Was? Wo zweitens schafft, in dieser seltsamen Welt aussen den Stein zu finden. Wo drittens den Stein wieder in unsere Welt zurückbringt. Was und viertens das alles innerhalb der Zeit von 5 Grossen. Das ist aber dicke Post, eins von unseren besten Päckchen rausschicken. Das ist doch ein Selbstmordbefehl. Geht doch nicht. Theresia weiss ganz genau, dass noch keins von diesen Päckchen, die in die äußere Welt rausgegangen sind, jemals lebendig wieder zurückgekommen ist. Ja, die haben ja wirklich eine Furcht im Hirn. Unsere Kenntnisse über den lebenden Stein sind immer noch sehr bescheiden. Sicher wissen wir nur, dass ein lebendiger Stein immer nach Essen kommt. Hä? Kannst du duschen? Ja. Denkst du denn dran? Hängst du am Schluss dein nasses Tüchlein wieder auf? Ja. Zittert und Bernhard. Das gibt wieder jene Währung. Der Stein. Der Stein gehört zu euch. Der gehört zu euch. Ich weiß auch nicht gerade weitergeholfen, das. Tüda, ich komme. Bei in am Tüda dumme. Tüda, ich komme. Tüda, sitte. Tüda, ich komme. Dön! Oh, jetzt haben wir alle.
tut er? Nein, ja, und du, Ursel, du. Wieso hat sie es denn wieder da unten? Ich putze das nicht auf. Sammy, grüezi mir Brüder sauer, können Sie am Sammy rufen? Ja, es soll passieren. Sammy, los mal. Der Stein. Ja, das ist der Stein. Du musst vorbeikommen. Mal, komm. Ja, nein, komm vorbei, unbedingt. Ja, das ist doch gleich. Ja. Also hinter einem lebenden Stein her. Wenn sie sich nur nicht die Finger dran verbrennt. Ja, wer verbrennt sich die Pfoten? Unser bestes Päckchen einfach rausschicken. Ich bin ja. Hört, wir brauchen nicht das beste Päckchen. Wieso nicht? Wir brauchen das ehrgeizigste. Ein richtiges Karrierepäckchen. Du meinst, wir sollten eins von diesen Schnotterpäckchen rausschicken, die immer die Nase zuvorderst haben? Eins, das unbedingt ganz rauf will. Das ist eine gute Idee, Liebe aber... Päckchen, Zeit läuft. Ja, und dann? Wie soll sich dann das Päckchen dort draussen schützen? Ja. Das muss sich eben nicht schützen. Das muss sich tarnen. Ja, tarnen. Ja, wie denn tarnen? Es muss sich in eine menschliche Gestalt verwandeln. Ja, was in eine menschliche muss Gestalt? Dann an den Sammy und den Stein sich anmachen. Ja, nein, jetzt aber, Ja, Caro. aber wenn der Sammy weiss, was für einen Wert der Stein hat, dann wird er ja nicht so blöd sein und den Stein einfach hergeben. Ja. Du musst es eben schnell gehen. Und das Päckchen muss sich in eine Person verwandeln, die ganz unauffällig an den Sammy ankommt. Ja, aber welches Päckchen kann das schon? Ja, dann nehme ich auch hin. Kommt, ich warte auf Antwort. Es muss ein Päckchen sein, das Gefühl hat, es ist absolut das Größte. Was absolut das Größte? Ihr habt doch letztens von einem Päckchen erzählt, wo alles besser kann und alles besser weiss. Ja, wer hat erzählt? Oh, ja, ich erinnere mich. Was welches Päckchen? Das Jodam hat das natürlich das Jodam. Ja, das Jodam. Ja, das ist ein unmögliches Päckchen, ein unmögliches. Das ist genau das Päckchen, das wir brauchen. Ja, du meinst... Ihr werdet sehen, das wird der Auftrag sogar mit Begeisterung annehmen. Und wir werden es optimal vorbereiten. Ist kein schlechter Einfall. Komm, gib das einem Hüpper durch und sag ihm, dass Jodam die besten Prüfungen abgeleitet. Ja, warte, ich gehe nach Funk. Los, Hipper, es gibt nur ein Päckchen, das sämtliche Simulationen bestanden hat. Ist ein überdurchschnittlich gutes Päckchen. Wie heisst das Päckchen? Und wo ist es? Der Name ist Jodam. Das Jodam ist zurzeit gerade noch an der thalamischen Übungen oben. Das Jodam hat genau 15 Zeit, sich bei mir zu melden und seinen Auftrag entgegenzunehmen. Was, nur 15? Ich erwarte von allen Beteiligten höchsten Einsatz. Und bitte, die Sache ist streng geheim. Ja, die haben Nerven.
Hey Sammy. Hä? Sammy, komm rauf, es ist niemand rum. Wo ist der Stein? Da. Tönt er nicht mehr? Nein. Sag mal. Da, ich bin gerade unter der Dusche gsi. Da habe ich plötzlich gehört, wie der da hat. Das hat im Fall auch lustig getönt am Telefon. Weißt du, so wie ein Wecker, der ganz langsam piepset. Sammy, ich habe Angst. Hä? Ich habe Angst, das ist überhaupt nicht mehr lustig gewesen, wenn der so tönt. Das ist unheimlich gewesen. Ja. So wie wenn jemand ein Signal senden will, so aus dem Radio oder so. Ja, vielleicht ist es ein Geheimsignal. Ja, genau. Von dem komischen Glon mit seinen gefangenen Kindern. Du hast doch selber gesagt, der könnte zaubern. Ja, aber der Stein ist doch von der Elstern gekommen. Mir ist es überhaupt nicht mehr wohl. Ich sag mit dem Stein, irgendetwas passiert mit dem. Ja, aber was? Was schreien Sie im Windstrudel und ich verstehe kein Wort? Ist unser Jodam jetzt bereit, Dieseli? Wie steht's jetzt? Jetzt ist alles bereit. Das Jodam ist bereit. Wir warten nur auf den Befehl von der Theresia. Ah, gut. Also, Hipper, wir sind startklar. Wir warten nur noch auf die Befehl von der Theresia. Das Jodam ist im Windstrudel und kann jetzt in die äußere Welt rausgeschleust werden. Und wenn alle unsere Anweisungen genau befolgt, dann sollte es der Sami und der lebende Stein auch finden. Da ist das Signal, da ist das Startsignal. Los, Diesel, es kann losgehen. Raus mit dem Jodam. Geschlitzt, das Jodam. Ja, wer weiß, wo das gelandet ist. Hey, Sie! Hören Sie da! Unser Ausstall zu. Fällt Ihnen eigentlich ein? Wir hocken meistens beieinander. Klöp und der Sam. So gib doch einfach deine Hand. Ein Klöp und ein Sam. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöp und vom Sam. Bei uns geht's ziemlich allerhand. Beim Klöp und beim Sam. Es ist nicht immer alles gut. Bei Klöp und beim Sam. Ja, was können wir denn da dafür? Der Klöp und der Sam. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöp und der Sam. Und manchmal sind wir arm mit Tröpf. Der Sammy und der Klöpf. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit.